E wunderschöne guten Abend. Hier ist der Mama Fernseh mit der Emission vom 20. Mai 2021. Mama Egalität. Während einer Woche goufen an der Mama Schule Atelier organisiert, wo dem Gleichstellung von der Geschlechter ging. Chancengleichheitsminister Steiner Bofferding, die wo sich auf Platz informieren. Direkt op 2 Chantacher waren man am Bauteschaffe Roger Negri gucken, wie d'Abechten Fiero gin. Nachdem dass wir als eng Party Chantien zu Mama ugeguckt hun, sind wir haut op der Kap Kapellen, gi noch en no Polzen als gucken wat Chantien do läfen. Hei Hanna da is gesinn der Reflexion vun der Galerie op der Kap, en ganz flotte Saal, wo immer ganz viel Ausstellungen sind fir als Mama Künstler a Künstlerinnen an noch iwwer d Grenze vun der Gemenge raus. Dann werden wir an ein paar Wochen aufhängen, drinnen an der Rue du Kien, Kreuzung zu der Erler Straße, wir nennen sie Lummel pour les besoins du Chantier Place Kien, werden wir aufhängen, mit Schaffen für die Plätze an freizusetzen. Das gibt einen ganz flotten Interface zwischen dem Bus, Fußgänger und Velo. Dann werden wir in kurzer Zeit, spätestens am Herbst, mal aufhängen, Tennishalle zu Kapellen zu vergrößern. Und dann als vierte Chantier geht es auf der Kap nach den Trottoir auf der linkser Seite von dem LKNC, die andere Seite, von der Kreis Kammerstufe Richtung Wandhaf erneuert und oben aus auch nach dem Kanal Erbechten effektuiert. Heute zu Holzen sind wir mit 3 Projekten am Gang. Der Festsaal hier Hanna, da ist, gehen wir also gleich angucken. Da geht doch Place la Résistance neu gemacht. Das der größte Chantier ist. Und dann oben aus auf der Straße Richtung Kapellen geht rechte Hand beim Kirchweg ein sogenanntes Vereinshaus gebaut für den Stockage von der Vereine, aber auch Material von der Gemeinde für Festivität. Da gehen wir als der Festsaal angucken. Heute zu Holzen machen wir einen kompletten Umbau von dem Festsaal. Das ist teilweise bedingt, dass wir nicht PMR-gerecht werden, also Handicapierte gerecht. Zum Beispiel müssen wir einen Lift machen, der noch von außen accessibel ist. Des Weiteren profitieren wir auch davon, für den Festsaal sich selber ein bisschen mehr groß zu machen, dadurch, dass der Saal beigebaut wird, aber auch der Saal kann benutzt werden als Kommissionssaal oder für andere Reunionen. Das ist das, was ein bisschen heute zu Holzen gefehlt hat. Des Weiteren profitieren wir auch davon, für Dach auf der Südseite lauter Photovoltaik zu machen, für auch an der Energiefroh als Mission gerecht zu gehen. Wir gucken uns dann zusammen ein Plan über den Lab. So, hier ist ein Ensemble von 4. Da könnt ihr neue Lift gebaut. Und dann ist es so, dass du einen großen Gang könnt zu dem bestehenden Hall, den hier war, für den Achse zu facilitieren. Hier ist ein Bild, wie der Saal hier nur so ausgesehen hat. Dann hat sich just nicht groß. Just dass du, wie gesagt, einen Durchbruch gemerkt hast, den du im Moment noch nicht da hast, für den Saal dort zu machen. Wir sind da an einer flotter Simulation. Hier haben wir gedacht, die Regie komplett ausgebaut. Du wirst bis so, dass das von außen über einen Trab, als ich nicht mehr raufkomme an die Regie, das geht nur ein Bannentrab, wie das schon gehört. Wie gesagt, hier sieht ihr den Saal, wir gehen uns das angucken. Der ist relativ groß, das sind 54 Meter Carré. Davon haben sieht der Bau so aus, mit einem großen Panoramafenster. Dann gehen wir uns den Bau am Detail angucken, wie weit wir sind. Ja, hier stehen wir an dem Saal, der beigebaut wird, mit der Panoramik nach Süden. Da wird noch ein Durchbruch gemacht zum Festsaal selber. Auf dem Dach selber können auch Photovoltaikanlagen, so gut wie auf der ganzen Südseite vom Hauptdach selber. Wir gehen davon aus, dass wir für nächstes Jahr, für den Nationalfeiertag 2022, diesen Flottebau
können aweiien an Freien als Loch schon Dr ha flott fester kennen zu feiern. Eng lang Tradition ass de Bayendach an der Mamaschule. An dem Mamafernsehen den huet schon des Öfteren darüber bericht. An als Archiv hummer e Beitrag fand, den Bayenzucht aus dem Kaper Kanton weist. Faszination Bayenzucht. Wann Baie géiffen vun der Erd verschwannen, dann hätte Mënsch nach fir 4 Joer ze liewen. So ein Zitat vom Albert Einstein iwwer dat Insekt, wat mir just als Honiglieferant kennen. Dobei sinnet die exakten Baumeestre vun der Welt. Können hunderte vu Gerichtsunterschieden erlechten großartig erbecht wie eise Planet. Op der Karte kon den an enger Ausstellung vom Naturmusee an zu Summen erbecht, vom Imkerpfarrei Kapellen sich an die faszinierende Welt von den Honigbeien entfeiern müssen. Ja, mein Pap den hat er schon, das für 1933 hat die Bayern, und wir sind nicht dafür gefahren. 1974 bin ich dann Beinheizen abgeregt, zu Keinzig. Und du musst immer mehr groß gehen. Dünner sind Magasiner gekommen, mit den neuen Köchten. Und zuerst habe ich 3 Stände. Zu Keinzig in die Stand anzufangen. Das waren so 40 Völker. Und der Teil sind aus Produkte, die das sind die selber mehr, ja. Die Kerzen und die Manager da. Und der Honig. Ja, und der Honig. Ich bin froh, dass so viele Leute heute wie auf Kap Front tun, trotzdem wollen wir noch schmeiere wieder für mit diesem Verein den 125-jährigen Anniversär zu feiern. Und was ein bisschen mehr wichtig ist, was Null ist von diesem der Rast, die neue Ausstellung vom Musee zu invitieren, anzuweihen. Besonders begrüßen ich aber nach ein paar Leute, den Johnny Bertemes, Präsident von der Föderation, Präsident von der Kantonalvereine, Burgermeisterin an Chefen aus der Cheferät von den Gemengen aus dem Kanton, den Herr Gilles Roth von der Gemeng Mama, den Herr Georges Pechet, Direktor am Naturmusee, an den Herr François Kraus vom Ministère von der AStA. Den Kaper Bayeverein ist 1884 gegründet worden, dadurch Initiative von einem gewissen Jean-Baptiste Kellen, der sieht wahrscheinlich viele Bayenzieher Rappes, der war Schulmeister am Eisleck, später Postbeamten an Döner an der Stadt oder nach Geschäftsmann. Der Mann ist später in Amerika ausgewandert, wo 1929 am Alter von 90 Jahren gestorben ist. Die Kellen, das war sozusagen der Pap von der Letzebauer Bayenzucht, weil ihn hat eigentlich bei der Gründung von allen Kantonalvereinen seinen Fanger mit am Spiel. Für 125 Jahre war das wahrscheinlich keine so einfache Sache. Das sind Informationen, die muss die Person, den Herr Kellen, eine dichte Persönlichkeit gewesen sein, mit einer großen Portion Energie und Ersatzbereitschaft. Wenn ein Verein wie die Kaper Bayeverein 125 Jahre sich so gut steht, dann ist das nicht mehr, weil am Laufe der Jahre viele der Leute sich immer angesagt haben und mit großem Ersatz an Idealismus für die Bayern und für die Bayenzucht da waren.
erlaubt man aber just erst für die Steuer für 125-jährig bestehen, das ist eine extrem lange Zeit, weil der Kantonalverband von der Pumpmaschinen nicht so lange besteht wie dir. Das ist auch auffallend, dass es der Organisation nach gefordert wird in der Kantonalverband. Was die Ursache ist, mir das beweist aber, dass es eine ganz lange Tradition gibt an dem Metier, den der Märt und den der ganz gut märt. Ich muss sagen, ich kenne nicht viel von ihrer Mathe, mich sind sehr impressioniert über die fachkundige Vierträge, die wir letztes Jahr am Schloss hatten, bei ihrer großen Konferenz und auch über die wirklich schönen Ausstellungen, die da hier auf der Kaput schwenken. Das ist auch der richtige Weg. Bei zu, das nicht so bekannt dabei ist. Und das muss ich bekannt machen, noch für die Akzeptanz bei den Leuten zu machen. Und ich wäre auch froh, dass wir für einen Monat zu einem Member von ihr, Michael Wild, den Member merkt, hat den die Leute gewissen, wie nun nicht produziert wird. Als Produzenten verkauft auch da und die Leute das gewissen und das hat einen relativ großen Anteil erkannt. Das war die Emission für heute. Ich sage euch merci für das Nachgucken. Wir sehen uns an gut 3 Wochen rum. Bis dahin, halte ich munter und bleibt gesund.